Das ist ein Leichenwagen der Königin Marie, Therese und des Kronprinzen Ruprecht. Wahnsinn. So, Ankunft Hirschgarten. Da werden wir jetzt einmal unseren Ranzen vollschlagen und dann geht es zum Schloss Nymphenburg. So schaut es nämlich aus. Ja. Übrigens der größte Biergarten auf der Welt. Servus. Das kommt drauf an, das muss Ihnen schon gefallen. Na ja, Ja, definitiv. Natürlich. Wollen Sie drinnen Platz nehmen? Ja. Dann momentan in diesem Bereich oder Sie dürfen in einem der Räume schauen, wo Sie am Der Kollege übernimmt Sie einfach. Kommt her. Kommt. Bitte sehr. Dann gehen wir gleich daher, genau. Super. oder? Sind also einfach, Oh, du lieber August. das kann man halt einfach bringen, weißt du schon? Problemlos. Ja, die ganzen Krieger in der Decken um. Das hat einfach was. So, heute haben wir uns ein Resti Schweinshaxen bestellt. Schaut euch die Speiskarten an. Ja, das ist nicht geil. Ja, da brauchst du mit Sicherheit nicht verhungern daheim. Also wenn du mal in einer Reihe sitzt da in München, fahrt raus zum Hirschgarten, da kannst du nichts falsch machen. Schaut euch das an. Oh, danke schön. Super. Hat doch was geholfen. Ja, feines Haxerl. Jetzt haben wir das Haxerl noch. Ja, klar. Gute Haxen und ein scheiß Bier ist einfach was Gutes. Also passt. Meine. Jetzt haben wir mal Läschlergeld nötig. Ach so, das ist ja. BK. Was das schmeckt. Und? Frisch. Gut. Und ein Krautsalat. Sven, wie hat es geschmeckt da? Einwandfrei. Also Essen beim Hirschgarten zu mir einfach ein Genuss, das soll ja gleich Saugut. mit den Speiskarten der Knaller. Also lauter gute Sachen drin. Ja. Also verhungern muss da herum mit Sicherheit keiner. Schaut vorbei, der größte Biergarten auf der ganzen Welt. Hirschgarten. Das sage ich nicht. So, Hirschgarten ist vorbei. Und jetzt fahren wir Schloss Nymphenburg. Genau. Also Hirschgarten unbedingt vorbeischauen, wer in der Nähe ist. Und zum Schloss Nymphenburg ist eh nicht weit um mich. Kann ich nur empfehlen. Gut, dann steigen wir mal ein. Dann fahren wir. Die Weiber gehen voraus. Und jetzt fahren wir mit dem Auto nachher. Einen guten Parkplatz haben wir auch gekriegt. Stopp. So, da sind die Parkplätze. Ankunft Schloss Nymphenburg. Dann schauen wir mal rein in das. Dann werde ich meine Kutschen abholen. Anhängkupplung habe ich. Wahnsinn. Jetzt schaust du, wie mühsam wir das alles damals aufgebaut haben. Tage haben wir gewirkt. Was macht's denn hier? Ah, wieder rumfummeln da, hä? Die Münchner Gänse. Das ist schon riesig, gell, der Park.
Wahnsinn, das ist ein Riesengelände. Ich war noch nie in Schloss Nymphenburg. Das ist echt gigantisch. Geil. Schon cool. Also ich lasse mich total überraschen. Ja, mein süßer Molch. Genau. Ja, schauen wir mal rein. Genau. Eintrittspreise, das passt auch noch alles. Voll aufgedingst, gell? Ich will einfach mal gucken. Wo ist der Tresen? Viele Klebereinheiten, ja, ne, auf der Erste. Die damals schon an. Schöne Strahler haben das auch. Auf der Erste, Ja, die dürfen noch nicht hurzen. Das ist ein schönes Bild da oben. Haben wir überdrückt. Auf 4 Meter lang Geländer. Was ist das für Zimmer? Das Rotlichtzimmer. Das südliche Appartement Vorzimmer. Vorzimmer. Südliche. Wahnsinn. Ja, das südliche Apartmentzimmer. Dankeschön. Nein. Hier ist der Kamin, Ramona. Da ist eher ein kleiner Feuertonne drin, oder? Ja, genau. Ja, das ist eine Feuertonne zum Einheizen. Feuertonne. Im Sommer gehen die alle durch, gell? In Massen. Schade. Wow. Lustteil. Hey. Haben wir eine Lustteil? Das ist praktisch die Schnapsbar. Die südliche Karl-Theo dort sind wir. Genau. Ah, kommt noch eine Flasche Kälte. Vorgestern. Ein Kühlgefäß. Das da hinten war ein Kühlgefäß und das ist eine Platte, eine Salzschale und Senfgefäß aus dem Perlservice. Wow. Ja, das war das südliche Karl-Theo-Zimmer.
Jetzt gehen wir raus wieder in die südliche Galerie. So klein war früher Landshut. Landshut. Ist das Landshut früher, was? Ja, so klar war Steht das? Wo steht denn das? oben. Ach hier, Landshut, ja. So klar war das früher. Das ist ein Wahnsinn. Kirche ein paar Häuser ringsum, ja. Lichtenberg. Nee, das steht gar Die nichts. Burg mit den, mit In den Zepfen. ja, genau. Genau. Haag. Ja. Und das ist Dach. Dachau. Das ist mit Herzen. Das Schloss von Dachau, ja. Kling. Klingbeil. Das ist Klingbeil von der SPD, gell? Klingbeil. Wow. Ja, die ganzen Porträts. Wow. Deswegen sind die immer frisch fett angezogen, damit die Leute erfrieren. Ja, so fett waren das die auch nicht nutzen. Ja, überall hängst du da. Ha? Das waren die, was da mal herin waren, oder? Ja, da ist sie. Ja, so schier waren sie jetzt auch nicht. Die hat alle vernascht, gell? Nein, kein Karl. Was ist das? Ah, das ist das. Das Audienzzimmer. Audienzzimmer der Königin. Da hat die einen kleinen Tisch, da passt doch gar nicht drauf. Wow. Das ist eine geile Uhr. Ja, Hilfe. die haben sie von mir. Die war bei mir in meinem Schlafzimmer gestanden. Audienzzimmer der Königin. Da steht es nochmal drum. Audienzzimmer der Königin. Bitte nicht berühren. Nee, cool. Da ist mein Schlafzimmer. Ah ja, ja, genau. Das Flockbett. Stimmt. Jetzt zeigt sie es einmal so. Das, Boxspringbett, gell? ja, früher habe ich das Grün halt gerne mehr. Jetzt darf ich es vielleicht neu überziehen. Das ist ja Geburtszimmer. Also mal schauen, vielleicht tue ich mal was Blaues drauf. Das sind die Schläfe. Langter für dich. Ja gut, früher war ich auch nicht so groß. Ja, darf's nicht vergessen. Ja. Da haben wir noch keine Spannplatten gehabt. Das war schon ein richtiges Holz. Das ist Schlafzimmer der Königin. Und Geburtszimmer. Jetzt habt ihr es einmal gesehen, mein Zimmer. Da. Ja, da oben steht ganz groß. Also passt noch nicht Ja, du meinst, wo der König geboren worden ist, der Ludwig. Ludwig und Otto. Ich dachte, das ist nur zum Gebären gewesen. Das ist das Arbeitszimmer der Königin.
Ja, Arbeitszimmer der Königin. Nein, bin ich froh, dass ich nicht so viel putzen muss. Wahnsinn. Ja, das ist das südliche Salettl. Ja. Jetzt kommt der nächste Raum, das ist das nördliche Salettl. Das nördliche Salettl. Bitte nicht berühren. Das ist das Vorzimmer, genau. Schlafzimmer ohne Bett. Ja, da musst du dir denken. Luftmatratzen hatten die. Ach, da haben früher ein Matratzenlager gehabt. Ja. Ja, nicht mehr die geilen Decken, die wir einfach gesehen haben. Nichts normal runtergemalert mit der Baumarktfarbe. Ja. Kamin. Und auf dem Fenster. Ja, schon richtig gigantisch, oder? Schloss Nymphenburg. Schon geil. Ja, das war mein Zimmer. Cool. Jetzt gehen wir im nächsten Raum, nördliche Karl-Theodor-Zimmer. Ja, das ist das da. Große Schönheitsgalerie Max Emanuels. Wahnsinn. Brutal. Das ist ein schöner Teppich, ja? Das ist übrigens das Wappenzimmer. Wappenzimmer, die sind Wandteppiche.
Das sind geile Wandteppiche. Ja. Geil. So. Die nördliche Galerie, da waren wir ja schon mal herin. Waren wir da schon herin? Waren wir da schon herin? Da waren wir noch nicht, gell? Also nördliche Galerie. Kaskade. Kommt mir fremd vor, nördliche Galerie. Das ist ganz andere Ortschaften. Fontänen und Bonberger. Fürstenried. Da waren wir noch nicht. Fürstenried. Das war der andere Raum, wo Landshut und das drauf war. Fürstenried. Wenn du schaust, fast keine Häuser, nichts, gell? Fast keine Häuser da damals. Ja, eben. Das war Doch nicht so viel. Nymphenburg außen, da war rundum kein einziges Haus fast. Das ist gigantisch, kann man sich gar nicht vorstellen. Da haben wir auch noch mal in Nymphenburg. Wahnsinn. Ja, das war die nördliche Galerie. Na gut, das war es eigentlich schon wieder. Schloss Nymphenburg. Wir haben alle Räumlichkeiten gesehen, das war der riesen Festsaal. Ja. Da, wo wir es früher wegrachen lassen haben. Da haben wir Reichstraße, früher, da drin. Auswählen, da haben wir es richtig krachen lassen. Weißt du das noch? Ist rund. Nein, wo ich da bald über Treppen habe geflogen, weißt du? Das war noch Reich.